Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, die Ravens-Sache haben wir geklärt. Die Nacht des Raben ist fast vorbei. Und die Banditen sind jetzt unter der Führung von Taurus wahrscheinlich wesentlich freundlicher und können jetzt auch ihre Geschäfte mit der Piraten wieder aufnehmen, sodass die sich das Tal höchstwahrscheinlich relativ friedlich jetzt delen können. Und dann gucken wir mal, was die Wassermagier jetzt zu meinem tollen Erfolg sagen. Nachdem sie mich vorher so wiecht ausgeschimpft haben, dann wirst du das wohl machen müssen. Und warum bist du ihm nicht hinterher? Und lauter so Nettigkeiten. Schauen wir mal, was sie jetzt eventuell für dankende Worte parat haben. Wahrscheinlich nur sowas wie, jo, Alter, jetzt bist du rehabilitiert, jetzt kann ich dich irgendwie akzeptieren wieder. So, wir kommen auch mit gut Erfahrungspunkten zurück, sodass wir bei Konstantino gleich einmal den Stärketrank lernen können. So, mein lieber Riordan, habe ich für dich noch irgendwas? Lehre, was will? Bla bla. Nee, der hat leider nur Mana-Elixier für mich parat. Das möchte ich aber nicht lernen. Wir klappern jetzt nochmal die ganze Magier ab. Sind ja mittlerweile um 9:31 Uhr aus der Fettern Kummer. Der Südpelzer wieder. Mit Darion her. Der kann nur die magische Kraft von mir steigern. Das möchte ich aber auch gerade nicht. Nefarius. Bisher habe ich keine Bedenken. Okay, bla bla. Ist soweit auch alles in Ordnung. Drüber watschelt noch einer friedlich rum. Das ist Kronos. Dem könnte man eventuell noch ein bisschen handeln. So, Crony. Warte mal. Wie schaut's aus, Kerl? Lass uns handeln. Der hat nur Schwachsinn dabei. Ja, so ein bisschen Magie könnte ich mal vielleicht... Ja, so Wasserfaust holen wir uns vielleicht noch. Unwetter kann nie schaden. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Zauber. Mittlere Wunden... Nein, da kriege ich hier irgendwann eine Paladin-Zauber noch dazu. Feuerball, Eisblock ist nie verkehrt. Geysir... Okay. Ich denke, das war's soweit. Dann fehlt nur noch Myxir, glaube ich, von der Wassermagier und Saturas. So, Myxir. Der ist, weiß der Teufel wo. Aber dem könnte ich vielleicht noch Bescheid stoßen, dass meine Totebeschwörung funktioniert hat mit dem Quahodron. Ja, guckt nicht so blöd immer Richtung Saturas. So, Myxir. Der war doch normalerweise immer hier in der Richtung. Medarion. Ist er das hier zufällig? Ah, dahinter. Schlappt noch einer rum. Das ist Nefarius, das ist Kronos. Wo ist dann Myxir jetzt? Verdammt mich nochmal. Der war doch sonst hier immer relativ anfänglich in dem Gebiet. Naja. Nicht weiter schlimm. Denn wenn wir früher oder später auch wieder stoßen. Medarion, Riordan ist das, genau. Weißt du, Teufel, wo der sich jetzt gerade rumtreibt? Kronos hat sich jetzt da rumgetrieben. Das dürfte Kronos sein. Da ist ja... Ne, Quatsch. Kronos steht da hinten. Das ist Nefarius. Dass die aber auch fast alle gleich aussehen müssen. Nur die dunkelhäutige, dunkelhäutige. Saturas ist der einzigste dunkelhäutige von deiner Wassermagier. So, Kerl. Die Erdbeben haben aufgehört. 1000 und Erfahrung. Wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Ja. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Adanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Gut. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Adanos möge dir dabei helfen. Das Wir ist gerade werden so kracht. hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxir ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Okay, sehr schön. Das heißt, den Quatsch habe ich jetzt auch schon beendet. Kein Wunder, dass ich Myxir nicht gefunden habe. Der ist automatisch für die Quest Ersatz für Vatras, oder wie es heißt, ist der eingesprungen. Sehr schön, sehr schön. Dann hier. Ich habe Lances Leiche gefunden.
Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Jo. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich war nicht dran schuld, du Dappschädel. Hier. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Genau. Dann hier. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Okay. Hier. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Gut, dann hier. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet, oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Natürlich mache ich das. Das will ich aber nicht. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand Ah, mehr okay. sie missbrauchen kann. Steht ja von nur drin, dass es eine Überleg dir Option also ist. gut, was du tun wirst. Ich will sie behalten, definitiv. Hier. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Gut. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Na, Alter. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Okay, das ist das Höchste, was man so erwarten kann von einem Adanos Wassermagier. Bla bla. Ja. Das war das Höchste, was man so erwarten kann. Belohnungen gibt es leider nicht, außer die Klaue Belias, die ich mal selber erkämpft habe. Und er hat mich wenigstens erkannt. Soll mal recht sein. Soll mal alles recht sein. Dann gehen wir jetzt zuerst nochmal zum Canyon. Nicht zum Tal. Ich will zum Canyon. Weil da unten gibt es noch einen Belia-Schrein. Moment. Ich kann ja selber die Dinger brauen, insofern. So. Machen wir jetzt mal eine Runde flitzerig. Oh, ich habe jetzt weder Armbrust noch Schwert angelegt, fällt mir gerade auf. Warum auch immer. Und dann gehen wir mal runter und beten mal ein bisschen zu Belia. So. Da wissen wir ja, dass es einen Belia-Schrein gibt. Und dann können wir das Ganze mal definitiv fertig machen. So, 11:13 Uhr haben wir's. Das ist ganz gut. Da bleibt uns auch noch was am Dach. Danach sollte ich nochmal vielleicht ein bisschen bei den Piraten vorbeigucken, denn nur noch Bescheid stoße, dass Raven tot ist. So, vor dem Belia-Schrein würde ich nochmal ganz gern speichern. Haben wir die Yankee 1 und Belia. So. Die Klaue Belias verbessern. Oh, dafür habe ich 40 Lebensenergie abgezwackt gekriegt. Das hat er mich spüren lassen, definitiv. Der Scheißkerl. Okay, dafür macht sie 100... Oh, sie ist eine Zweihandwaffe. Schaden macht sie 107 und Chance auf extra Schaden macht sie 26. Okay, ich habe echt eigentlich gedacht, dass das Ding als... Moment, Motor, ja, kein Wunder. Kein Wunder. Nachdem ich das Schwert abgelegt habe, nachdem ich das Gedöns abgelegt habe, die Erzwaffe, ist natürlich mein 10er Bonus weggegangen. Und dann dabei das gleich ist, hat sich zwar Zweihänder entschieden, weil Zweihänder mehr Schaden macht. Na, das ist ja kein Wunder. Das ist kein Wunder. Na, mir soll es recht sein. Ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte jetzt vor, in der Hinsicht eigentlich nur noch auf Schaden zu skillen. Was meine Lebensenergie angeht, das ist noch verschmerzbar mit einer 40 Lebensenergie.
die Klaue Belias ist jetzt erst einmal so ziemlich das mächtigste, was wir zurzeit parat haben. 107 Schade macht der Oschi. Und dazu kann ich noch Zusatzschade in Höhe von 26 ausdehlen. Das ist nicht verkehrt. Das heißt, wenn ich treffe, kann es extra Schade machen. Und wenn mich andere treffen, kann es extra Schade machen. Das ist schon ziemlich ordentlich. Ich sollte jetzt auch definitiv auf Zweihandwaffe skillen. Damit ich das nochmal auf Meister hinkriege. Damit ich einfach noch ein gescheites Stil dabei habe. Und damit eine Zweihandwaffe auch gut Schade mache. So, das sieht soweit ziemlich ordentlich aus. Jetzt bleibt wie gesagt nur noch, dass ich bei der Piraten nochmal kurz reingucke. Einfach um denen noch Bescheid zu stoßen. So, Kerle, wie sieht's dann aus? Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ja, schauen wir mal, wie einfach das wäre. Na, ist es einfach? Ja, tatsächlich. Super. Super Sach. Okay. Dann, dem konnte ich nichts sagen. Dann sollte ich mal gleich zum Chef gehen. So, Captain Greg, hier. Raven ist erledigt. Oh, 1000 gibt's auch nochmal an Das hätte ich ja Erfahrung. nicht gedacht. Sehr geil. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Ui. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Sehr geil. Weiter so. Das ist doch mal eine Belohnung, die ich richtig geil finde. Das hat sich ja nochmal richtig gelohnt. Saugut. 1000 Erfahrungspunkte und 500 Gold. Saugut. Saugut. Und die Klaue Belias, die pestet hier vor sich hier, dass es gerade so kracht. Das ist schwarz stinkend wie Zau, das Ding. Okay, super. Dann können wir jetzt auch zurückkehren. Und können in Khorinis uns dann um die Sache mit der heilige Schreine kümmern. Und dann schauen wir mal, dass wir in der Hauptquest auch noch ein bisschen weiterkommen. Damit ist das Add-on-Gebiet jetzt beendet. Die Nacht des Raben ist durchgespielt hier, liebe Leute. So, jetzt bleibt uns nur noch hier zum Tempelportal. Saugut, saugut. Damit haben wir so ziemlich alles erledigt. Eine verhängnisvolle Situation, das bleibt leider erhalten. Aber drauf geschissen, die geschändeten Schreine, Ablösung für Vatras, genau, die Teleportsteine. Das ist alles kruscht, den wir noch so erledigen können. So, jetzt kehren wir doch erstmal richtig gut gestärkt in unser New World Khorinis Inselgebiet zurück. Und können hier, weil wir so... Ui, weil wir so schön in der Pampa sind, können wir doch hier glatt noch ein bisschen in die Wildnis reingehen, Richtung Sonnenkreis. Und können von dort aus dann noch einmal die geschändete Schreine abgehen. So, sehr schön. Zuerst sollten wir vielleicht auch noch mal beten, nachdem wir jetzt so ein übles Artefakt hier erhalten haben von Belia. Weiß nicht, ob sich Inos so großartig drüber freut, dass wir die Klaue Belias bei uns haben. Das wird sich dann zeigen. So, Quatsch. Da müssen wir lang. Ja, schön. Das heißt, wir haben richtig gut was abgestabt. Eine sehr gute Waffe. Und mit unserem Stärke-Bonus sind wir auch nicht so weit davor entfernt, dass wir dann noch die richtig fette, gute Armbrust uns ziehen können. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es 12:16 Uhr. So, da hinten waren, glaube ich, noch ein paar Feuerwaraner. Ah, okay. Der Trank hat sowieso noch gelost. Gut. So, das sind ein paar Quai-Quocks. Die gehen wir doch auch mal gleich los. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt mit der Klaue Belias mal angreifen. So, dann kommt mal her. Dann kommt mal her, Herr Wichtel. So, Endschlag. Endschlag und er liegt. Sehr gut. Dann gucken wir doch mal, ob der Blitz zweimal einschlacht. Ja, ich höre nämlich irgendwas kräftig Schnaufe hier. Da hinten dürften noch ein paar Varaner stecken, soweit ich mich doch richtig erinnere. Oder? Ah, nee. Na, egal. Egal. Unsere Zeit ist sowieso relativ knapp bemessen. Deswegen würde ich ganz gerne mal hier in die Pampa gehen. Glücklicherweise haben wir jetzt aber die Teleportsteine, wie wir sie vorher leider nicht gehabt haben. Das heißt, wir können uns sofort aus dieser Wildnis wieder zurück teleportieren. Das ist schon mal was unglaublich Praktisches. So, Gucken wir doch mal, wie sehr hier
alles geschändet ist von den Schreinen. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir genauso gut auch die Dinger wieder sauber machen. So, da. So. Hier dürfte auch noch irgendwo ein Innerschrein in der Nähe sein. Ansonsten müssten wir doch rechts rum. Ich glaube, da war auch noch so eine kleine Mine, wo auch Untote ihr Unwesen getrieben haben. Da könnte man genauso gut nochmal reingucken. So, ein Innerschrein ist auf jeden Fall bei der Minecrawler-Höhle. Ja, es ist jetzt schon wieder etwas lästige Arbeit im Vergleich zu dem heroischen Zeug, was wir vorher in dem Nacht des Raben-Add-on-Gebiet gemacht haben, das ist schon klar. Aber wir haben sie überstanden. Alles ist wunderbar, hat alles geklappt. Und die Ablösung für Vatras ist ja auch schon geschickt worden. Das heißt, wenn wir dann wieder anschwätzen, dann wird der Sache alles klar. Myxia übernimmt das Ganze, ich bin mal fort. Und dann kann der uns helfen, das Ritual durchzuführen, ums Auge Innos zu reparieren. So, hier können wir speichern. Dann schauen wir doch mal. Hier wo es weiter reinging, waren, glaube ich, Untote oder Minecrawler. Irgendwas in der Art, was ich damals noch nicht gepackt habe. So. Ah, ein paar Goblins. Okay. Da wird wahrscheinlich Goblin-Krieger dabei sein. Ein schwarzer Goblin. Ah, ne, normaler. Uiuiuiuiui. Sehr schön. Ah, da kommt unter recht. Normaler Goblin. Sogar mit extra Schade. Ja, du kracht's aber richtig. Das ist gut. Das ist richtig gut. Da bin ich an dem einzelnen Goblin-Krieger gescheitert. Das an sich ist ja schon ein ziemliches Armutszeugnis. Na gut. Gebrotenes Fleisch ist immer gut. Schinke und rohes Fleisch. Eine Städtafel gibt es auch noch, sowie ein Letterbeitel. Perfekt. Dann speichere ich hier gerade nochmal, nicht, dass der Letterbeitel jetzt gedenkt, sich aufzuhängen. Wir gucken mal rein, was es da sonst noch Schönes gibt. Das war eine... Oh, das Armbrustschützen plus 2. Das ist immer gern gesehen, so Zeug. Dann ein 50er Beitel. Der lässt sich auch problemlos aufmachen. Sehr schön. Dann, das waren nur alte Städtafler. Alle hopp. Gut, gut. Hier gibt es noch 2 Truhe. Ach, nie verkehrt. 55 Gold, das nehme ich doch liebend gern. Und was haben wir da noch? Da haben wir noch ein Dolch und 25 Gold. Als hier mit eurem Gold. Perfekt, perfekt. So, da hätten wir die nämlich auch geklärt, diese Mine. Und das ist ein Gebiet, in das ich dann auch nämlich weiter rein muss. Hier kann ich nichts weiter öffnen. Okay, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Gebiet, was geklärt ist. Finde ich immer ganz gut, wenn ich sowas abhaken kann. Sonst habe ich sowas immer noch im Hinterkopf, beziehungsweise habe es überhaupt nicht mehr im Hinterkopf. Und ihr habt es möglicherweise auf dem Schirm und denkt euch dann, hey Yankee, du wolltest doch das noch machen, warum hast du das jetzt wieder nicht gemacht? Es ist halt immer etwas problematisch, muss ich sagen, wenn man so viel auf dem Schirm hat. Bei so einem Open-World-Spiel, man ist da unterwegs und macht und tut, man ist dann eventuell auch nicht gerade auf dem Level, um das Ganze machen zu können dann, wenn man das erste Mal in dem Gebiet ist. Und dann ist das so weit ab vom Schuss, dass man da echt nie mit dran denkt, das Zeug nochmal machen zu können. Und dann ist das ziemlich fix vergessen. Ja, das ist immer so ein kleines Problemchen bei den Open-World-Spieler. So, wenn ich den Schrein jetzt geprüft habe, gucke ich gerade nochmal auf die Karte mit der heiligen Schreine, ob hier in der Wildnis sonst schon was wäre. Weil alles bis zur Maya-Pyramide habe ich ja erstmal mir angeguckt. Okay, der ist sogar ganz fix. Und ich spende mal 100 Goldstücke, dafür gibt es noch einen Geschicklichkeitspunkt. Dann sind wir insgesamt bei 55. Ja, schick. Schicki Sache. Landkarte, Minenkarte, Karte der heiligen Schreine, da haben wir es doch schon. Okay, das ist der nördlichste Schrein. Ja, perfekt. Perfekt. Dann können wir jetzt nämlich glatt, hoppla, können wir nämlich jetzt glatt zur Stadt wieder zurückkehren. Und ich hab's echt vermisst, mal wieder in einem zivilisierten Gebiet zu sein. Deswegen geht's jetzt wieder zurück in die Stadt Khorinis. So. Oh, Moment, nee, das ist der Pass von Khorinis. Hoppla, zur Hafenstadt, das wär's. Sorry, mein Fehler. So, wobei, ich Hanepampel. Kann ich genauso gut nochmal durchgehen. Da war nämlich auch noch ein Schrein. Zu weit entfernt, geht's noch? Zum Pass. Achso, im Minental. Okay, sorry. Ich sollte mir echt die Symbole genauer angucken, bevor ich so einen Scheiß mache. Naja. Ah, Drachensnapper.
Drachensnapper ist auch eine super Gelegenheit, um mich jetzt mal auszuprobieren und ein bisschen auszutoben. Komm her, du Scheißvieh. So. Oh, Mann. Alter Falter. Okay, die sind doch nicht die richtige Biester zum Austoben. Noch sind die 8 so stark für mich. Das ist ja heftig. Das ist ja richtig heftiger Scheiß. Okay, da steht noch ein Suchen darum. Ist das ein Schwätzer oder ist... Ja, okay. Okay, das ist kein Schwätzer. Gucken wir mal, wie leicht die jetzt... Oder ob die jetzt schneller gehen. Aber hallo. Aber hallo. So ein Suchender geht jetzt doch wesentlich fixer als gedacht. Das ist doch schon mal ein richtiger Fortschritt. So. Ich wollte noch zum Innos-Schrein, der hier in der Nähe ist. Genau. Bist du ein Schwätzer oder bist du ein... Ja. Gut. Aber Minental stehen die aber ordentlich rum hier, die Jungs. Aber die gehen ziemlich schnell jetzt kaputt. Das ist schon mal gut. So, dann kann ich genauso gut auch nochmal so einen kleinen nehmen. Und kann hier noch rein die Lebensenergie mir reinpfeffern. Und kann gucken, wie sauber der Schrein hier ist. So, wie schaut's dann aus? Sehr gut. Innos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Sehr gut. 2 übrig. Perfekt. Dann habe ich ja gleich mal einer. Dann würde ich ganz gern noch beim Großbauer reingucken. Da habe ich nämlich, glaube ich, versäumt, mal reinzugucken. Quatsch, Hafenstadt wollte ich. Ich mag beim Großbauer nochmal reingucken. So. Da ist nämlich auch noch ein Schrein in der Nähe. Das ist der, bei dem ich sonst so gern gebet habe, bei dem Nest von der Feldräuber. Sehr gut. Also auch Suchende kann ich mittlerweile auch ziemlich locker platt machen, merke ich. Das ist schon mal richtig gut. Mit der Waffe haben wir es jetzt schon einen Schritt näher gebracht, dass wir solche Gegner wesentlich leichter fertig machen können. Dann der bei Lobatshof ist, glaube ich, noch verseucht. Und wenn der verseucht ist, habe ich absolutes Glück gehabt. Dann war es das nämlich. Nee. Okay. Ich spende trotzdem 100 Gold. Okay. Innos dankt einfach nur. Meinetwegen. Ich sollte mich ein bisschen demütig zeigen mit dieser Klaue Belias im Gepäck. Von daher passt das schon. Okay. Sehr schön. Jetzt sind wir zurück in Khorinis. Dann könnte ich nämlich glatt einmal direkt zu Lobats Hof gehen. Und kann dann nochmal schauen, was wir sonst dann noch eventuell bei der Paladine kriegen. Ob ich nicht noch einen Zauberverlier kriege oder so. Hey, Harald, mein da Kumpel. bist du ja wieder. Genau. Bei dir habe ich nämlich auch noch was. Gut. Bla bla. So, und hier Ach, hast nur du einer. deinen Lohn. Nur einer für 250. Na, okay. Dann kann ich noch zu meinem lieben Freund Konstantino gehen. Von dem will ich nämlich unbedingt den Stärketrank lernen. So, mein lieber Freund. Hier. Bla bla bla. Elixier der Stärke. Bla bla. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das lassen wir mal sein. Okay, Konstantino, du bist gerade nicht dabei. Dann gehe ich doch jetzt mal dran. Und mach der Stärke 1. Das habe ich ja schon im Vorfeld abgesprochen. 2. 4 müsste ich insgesamt hier kriegen. 3. Und 4. Das Schöne ist, wenn ich in dem sei Gebäude reingehe, in dem sei Heisel reingehe, dann ist der halt abgelenkt und ja, lost nichts mehr machen. Oder lost nichts mehr machen. Macht nichts mehr am Alchemietisch. So rum, da kann ich nämlich was machen. So, sehr schön. Das war dann das. Dann kann ich jetzt noch mal Tränke schlucken. Dumm. Das müsste jetzt 12 Stärke insgesamt hochgehen. 4 mal 3 sind 3, 6, 9 und 12. Sehr schön. Jetzt müssten wir bei Stärke 77, haben wir uns ja schon ausgerechnet, 90, 60, 200 und 25, 75. Jetzt habe ich diese ultra geile Glitzerarmbrust hier dabei und kann dort damit ordentlich Schade ausdehnen. Also jetzt sehe ich schon aus wie jemand, mit dem man sich vielleicht nicht so unbedingt anlegen sollte.
So. Ja, die Klaue Belias macht 100 Silberschade, haben wir ja schon gesehen. Und die magische Armbrust macht 200 Schade. Wollen wir doch gleich mal ausprobieren, das Zeug. So. Das sind schon ein paar Suchende, so dankbare Abnehmer für so einen Scheiß. Didum. So, du Suchender, Mistkerl. Gehe ich mal ein bisschen näher dran an dich. Und dann knallen wir dich mal ab. Ups. Scheint dich wohl nicht zu beeindrucken. Ne? Scheint nicht so sehr zu beeindrucken. Okay. Dafür verschieße ich auch die magische Bolze dann, ne? Ja, 2 habe ich nur noch im Gepäck. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Indem wir jetzt den anderen Hansel noch attackieren, damit ob er dann die normale Bolze verschießt oder ob das Ding nur die magische Bolze verschießt. Schauen wir doch mal. Ansonsten sollten wir uns das Ding für verdammt gute Gegner aufheben. So, 1, 2 und schon kein Anime. Alle hopp, wissen wir das auch? Okay, das ist gut zu wissen. Das ist verdammt gut zu wissen. Das heißt, wir wechseln jetzt doch wieder auf die normale Armbrust. Und heben uns diese Glitzer-Armbrust für ganz besondere Gegner auf. So. Die Suchende will ich trotzdem noch platt machen. Die 600 Erfahrungspunkte möchte ich einfach im Sack haben. So. Weil ich lasse mich nicht von deiner Type A schwätzen. Da ist die Besessenheitsgefahr viel zu hoch. So. So. Gut. Das war der. Wie gesagt, mir ist das Risiko zu hoch, dann besessen zu werden, wenn ich von deiner Type A gequatscht werde. Deswegen regeln wir das so. Aber der findet mich eh, ne? Genau. Das ist kein Quatschkopf. So. Sehr schön. Na alla, so kann's doch auch mal gehen. So, dann fehlt, glaube ich, noch dem Schrein nur noch einer, weil ich glaube, der bei Lobertshof ist definitiv vergrützt. So, dann kommen wir her. Oh, so schnell geht es mittlerweile mit Gegner, ihr liebe Leid. Okay, die magische Armbrust mit einer magischen Bolze, die hebe ich mir für irgendwas Großes auf, wie ein Troll oder sowas. Da könnte man es eventuell mal probieren beim Troll. Wenn es 200 Schaden macht, dürfte das durch die Schadensreduzierung haue, die so ein Troll normalerweise an sich hat. Ah, da ist noch ein Suchender. Bist du ein Finder oder bist du ein Schwätzer? Ja, du bist ein Finder. Das finde ich sympathisch, dass du ein Finder und kein Schwätzer bist. So. Und vom eigenen Meister niedergestreckt worden. Das muss bitter sein, oder? Wenn ein Innos-Paladin oder ein Innos-Ritter, der für Adanos arbeitet, eine Belia-Waffe trägt. Das hat irgendwie was. Das ist so Dreieinigkeit des Gothic-Universums. Okay. Gut. Wir haben jetzt wieder ordentlich Erfahrungspunkte gesammelt. Und könnten hier nochmal eine Runde beten. Und reinigen. Innos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Sehr schön. Und reinige dieses Schwein. So. Dann wieder zurück zur Hafenstadt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf meinem PC gespielt habe, Gothic 2. Das war, hat gerade so gereicht, dass ich das Spiel auf hohe Anforderungen spielen konnte. Und jedes Mal, wenn ich mich da zur Hafenstadt teleportiert habe, sind die Strukturen so noch und noch aufgebaut worden. Und das ging schleppend langsam. Da erinnere ich mich noch echt richtig gut dran. So, dann können wir mal zu der Paladin hochgehen. Und gucken mal, was die Kameraden sagen, ob ich würdig bin, eine neue Rune zu kriegen. Weil heiliger Pfeil und heiliges Licht, also heiliger Pfeil müsste das nächste ein Angriffszauber sein. Bin ich immer gespannt. Bin ich immer echt gespannt. So, Untote vernichten brauche ich auf jeden Fall als Rune. Sodele. Okay, mein Lieber. Albrecht. So, dann gucken wir doch mal. Hier. Bin ich würdig? Für den Weg. Bla bla bla. Hier. Ich wähle den Weg des Kampfes. Du bist noch nicht würdig, den...
Okay. Und hier? Ich wähle den... Du bist noch nicht würdig, den... Das finde ich ziemlich heftig, oder für das ich das Add-on-Gebiet abgeschlossen habe. Na gut, aber deren Sache, nicht meine. Dann hätte ich noch ganz gern 10 Lernpunkte in Zweihandkampf investiert. Was ich mal gucke, bei welchem Hansel ich das lernen kann. Beim Ingmar Stadelmann vielleicht. Nee. Der macht mich noch stärker. Okay. Dann, Lord Hagen. Bei dir kann ich nichts lernen. Nö. Ja, der tät mich auch ziemlich blöd angucken, wenn er wüsste, dass ich hier die Klaue Belias trage. Bei dem kann ich nur Magie lernen. Bei welchem von den Ritterklotzköpfen kann ich dann Zweihandkampf lernen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, gucken wir doch mal hier rein, was sich hier eventuell in den Geschäften geändert hat. Ob die möglicherweise noch ein bisschen kruscht für uns haben. Da ist der Lutero, dürfte er hier sein, ne? Genau, Lutero. Hey. So, hast du was im Gepäck? Bla bla bla. Das sieht nicht so aus, als hätte er irgendwas Besonderes für uns parat. Appelduwak, das ist ein Geschicklichkeitsgürtel. Und der könnte auch nicht verkehrt sein. Den nehme ich Ammo mit für 1000. Kann als nicht schade, wenn ich möglicherweise Geldbeutel klauen will. Könnte sich so ein Gürtel als sehr nützlich erweisen. So, Alchemist. Wie ich höre, du solltest dir Oh, Zeit nehmen hoppla. und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Das klingt doch gut. Es ist mir eine Ehre. Bla bla bla. Ah, wahrscheinlich, weil ich Paladin bin. Macht er hier ein bisschen Geschiss. Okay, einen Geschicklichkeitstrank hat er mal verkauft. Das finde ich sehr gut. Immer gern gesehen. Huch, jetzt kann ich mich gerade in meinem eigenen Menü nicht mehr umgucken. Na toll. Interface vom Menü kaputtgegangen. Na klasse. Okay. Wambo Jumbo. Vielleicht mal mit dir ein bisschen schwätze. Oh, der hat einen Schlüssel dabei, der Kerl. Sollte ich vielleicht nochmal speichern. Aber das mal ein anderer Speicherpunkt, weil du beim ersten Mal war noch alles in Ordnung. So, hier. Ah, Turmschlüssel ist sehr gut, das hat funktioniert. Perfekt. Das heißt, der Kerl hat mir jetzt einen Turmschlüssel gegeben. Sehr schön, da kann ich jetzt auch nochmal die Schlüssel, die Türme abklappern. 55 geschickt, das hat anscheinend schon gereicht. Alla hopp. Ich mache jetzt gleich meinen Cut, aber erst einmal mag ich mich hier nochmal umgucken und schaue, ob der Schlüssel möglicherweise hier schon passt. So. Gucken wir jetzt noch einmal. Die dumm. Haben wir hier nochmal einen Speicherpunkt, da habe ich, genau, habe ich hier gespeichert. Und schauen wir mal. Zack. Hier geht's auf. Da waren wir aber schon drin. Okay, machen wir wieder zu. Dann schauen wir mal, ob hier was ist. Die dumm. Hier ist was. Da waren wir aber, glaube ich, auch schon drin, soweit ich mich erinnere, oder? Ja. Okay, hier waren wir auch schon drin. Könnte es sein, dass Wambo den Schlüssel hat, der zu dem Joe-Typ führt. Und der Joe ist, glaube ich, auf dem Durchgang zwischen der Händler und dem Marktplatz. Beziehungsweise da, wo Vatras immer predigt. So, müsste hier sein. Schauen wir mal, ob das hier passt. Und... Ohne den richtigen Nee. Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, Pech Der gehabt. Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land. Ah, Myxir ist da hinten schon dabei. Okay, dann würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, dass ich hier tatsächlich meinen Cut mache. Und wir sehen uns mal wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis mal dann wieder. Und der Ayan Mensch Yankee. erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich.